Äh, Kilo. Was? Kiloliter. Also 9800 Liter in der Stunde Überschuss. Ja, und hier haben wir 2,8 Megawatt im Überschuss. Gut, die Müllentsorgung sollten wir vielleicht auch mal in Angriff nehmen. Wie teuer ist denn das Teil? Ach, wenn es ja nicht so teuer wäre. Was brauchen wir? Wir brauchen wieder ein bisschen Bevölkerung. So, die Stadt braucht das. Soll ich hier so verbinden? Oder soll ich ihn da so verbinden? Ich glaube, das sieht besser aus. Und auch hier wieder Wohngebiete ins Eck. Und jetzt können wir da so noch da drüben bauen. Ja, Luftverschmutzung im Vormarsch. Natürlich. Verarsch mich nicht. Jetzt ist das eigentlich so. Bin ich jetzt parallel? Weiß nicht. Ich habe keine Ahnung. Sieht irgendwie schon parallel aus. Das wäre parallel. Naja. Eine Stadt muss ja nicht gleich da extrem schön sein. Mit Viereckchen und so. So sieht es ein bisschen natürlicher aus, wenn es nicht ganz so schlimm ist. So. Und ich würde sagen, wir machen Gewerbegebiete hier am Rand. Die Gebäude werden dann ja noch größer. So, hier auch noch ein Wohnviertel hin. So, dann wächst das alles schön. Wie viele Einwohner haben wir schon? 1600 Einwohner. Wir machen 2400 Similonions in der Stunde plus. Auch sehr schön. Wir haben Geld für Straßen. Theoretisch könnte ich jetzt... Da habe ich schon was zugeteilt, ne? Ja. Weil irgendwie muss ich das ja dann alles irgendwie so zu einem Teil machen hier. Und da kommt die Straße so quer rüber, wenn das überhaupt noch geht. Die Straße sieht ja aus, wenn hier mal die Straßen größer sind. Uiuiui. Und hier stehen sie im Stau, den ganzen Berg hinunter. Ja. Soll ich die jetzt schon? 3000. Ja, machen wir doch so. Das ist wenigstens die Hauptverbindung hier. Ja, also die hohe Dichte mache ich jetzt noch nicht, ne? Also das ist dann schon ein bisschen, naja. Es ist wenigstens zweispurig, so kann man die langsamen Lastwagen überholen. Sehr gut. Alles wächst, alles wächst. 2700 die Stunde. Jetzt ist wieder Industriegebiet gefragt. Machen wir gleich hier wieder ein Teil. Bitteschön. Und gleich da hinten kann man noch einen Teil machen. So. Und auch hier wieder schön Fabriken hinbauen. Und da könnte ich jetzt machen wir mal so. Dann passt sich die Stadt ein bisschen der Umgebung an. Und das mache ich ja immer wieder gerne, ne? Auch wenn ich in Minecraft irgendein Haus baue oder so. Ich möchte ja nicht, dass da einfach... Ich möchte, dass sich das Haus der Natur anpasst und nicht, dass man die Natur dem Haus anpassen muss. Ist nicht schön. Strom. Haben wir noch genug Strom? Ja, immer noch 2,8 Megawatt im Überfluss. 9.300 Liter Wasser und 10. Da ist auch noch alles in Ordnung. Was haben wir hier? Es heißt so,
Ein verrückter Karl namens Dr. Wu würde die ganze Region bedrohen. Es gibt nur eine Möglichkeit, ihn zu besiegen. Ja, bla bla bla. Maxis Man, wir müssen ihn zurückholen. Dafür brauchen wir allerdings eine größere Stadt, um ihm den richtigen Raum für sein Haus gebieten zu können. Vielleicht kommt er dann uns zu helfen. Ja, das ist der Einfall zum Thema Superheldenpaket. Superhelden und Gangster oder so heißt das. Max ist nämlich der Superman, den man sich für seine Stadt gebrauchen kann. Und der Dr. Wu hier ist der Böse sozusagen, den man dann auf seine Stadt schicken kann sozusagen. Kann man eine Filmverkreuzung machen? Ne, kann man nicht. Mehr als 4 Straßen an einer Kreuzung sind nicht möglich. War ja klar. Da müssen wir dann eine andere Idee haben hier, wie wir das dann ein bisschen größer machen. Okay, jetzt gehen wir mal schauen, jetzt wir hier, das haben wir schon, die Müllabfuhr haben wir noch nicht, oder? Nee. Die können wir jetzt bauen, machen wir die... Wieso kann man die nicht hier machen? Es ist schon zu schmal. Ja, sonst machen wir sie halt hier oder da. Warte mal schnell schauen. Das Erz ist da, das heißt, ich mache sie eher in diese Richtung. Ha, ja klar, und mein Ding steht natürlich genau auf dem höchsten Kohlevorkommen. Das war ja wieder mal schlau von mir. Ja, gut, das heißt, ich mache hier das Abfalldingens-Zeugs mache ich hier. Hierzu brauchen wir gleich Müllwagen, die ich, wo soll ich die platzieren? Wenn ich einen da platziere, dann wird kein Haus abgerissen, wenn ich sie hier platziere. Ich muss schauen, dass ich nachher für die Erweiterung Platz habe. Ich mache gleich 2 Müllwagen, so damit die ganze Stadt sauber bleibt. Und die Müllverbrennung kommt dann später, wenn wir ein bisschen mehr Geld dafür haben. Gut, ja, ihr wollt jetzt schon Parks, wollt ihr mich verarschen? Vergesst den Scheiß. Hier haben wir die Feuerwehr, 20.000 Simoleons. Hier drin befinden sich Krankenhäuser für gesunde Menschen. Dann das ist die Polizeiabteilung mit der Polizei, wie auch hier das Maxis Herrenhaus, was der Superheld ist, und auch das Dr. Wu Zentrum. Das ist die Bildungsabteilung, man kann von Grundschule bis zu Universität weiterbauen. Was ich gerne ausprobieren möchte hier in dieser Stadt, um vielleicht ein Atomkraftwerk bauen zu können. Für das braucht man gut ausgebildete Leute, damit einem nicht hier alles in die Luft geht. Dann das ist die Abteilung für öffentlichen Verkehr. Wir haben Busbetriebe, groß und klein. Wir können Straßenbahnen bauen, was ich ja vorhin schon mal erwähnt habe. Wir haben hier einen Bahnhof, welchen wir hier oben bauen müssten, falls Zolls. Wenn wir gute Straßen bauen, kommen die Touristen trotzdem bis nach unten. Und wir haben eine Fährverladestation. Ich hoffe, hier kommt mal irgendwie als Zusatzpaket oder so ein größerer Hafen hin. Das wäre natürlich ganz toll. Und wir können auch einen kleinen Flughafen bauen. Der große Flughafen ist ein Großprojekt, was aber dann so extern auf dieser Welt stattfindet. Kann ich auch mal gleich zeigen. Ein Großprojekt, da hinten zum Beispiel ist ein Großprojekt. Großprojekte sind zum Beispiel... Wieso zeigt es mir nicht an? Da. Großprojekte sind zum Beispiel eine riesige Solaranlage, die wahrscheinlich alle Städte mit Strom versorgen kann. Für das braucht man eben, wie gesagt, die Universität, Naturwissenschaft. Man kann einen internationalen Flughafen erbauen, für das man ziemlich viele Ressourcen braucht, was dann aber ziemlich viele Touristen ins Gebiet bringt. Man kann ein Raumfahrtszentrum bauen, was mir sehr gefällt, was natürlich ganz geil ist, um Raketen zu starten. Vorteile sind wie auch der Flughafen Touristen, aber auch die Bildung. Man braucht auch ziemlich viele Ressourcen dafür. Oder man kann hier ein Archäologiezentrum machen. Vorteile sind viele Arbeiter, Kunden und Schüler und Studenten. Was das Archäologie ist, dieses Meisterwerk menschlichen Baukunst zu errichten, brauchen sie ausgebildete Arbeiter. Was das genau ist, weiß ich nicht. Naja, gut, gehen wir zurück in die Stadt. Orange.
Die Müllabfall aus Mangel an Arbeitern. Wir haben keine Arbeiter. Wir haben keine Arbeiter. Das gibt's ja nicht. Wir müssen Arbeiter machen. Dann machen wir das doch. Geld haben wir im Moment genug. Zack. So. Und hier müssen wir die Straßen irgendwie wieder... Ach, toll. Wie mache ich das dann jetzt? Oder warte mal, ich mache hier, das sollte gehen. Ja, das geht. Und dann kann ich hier also eine Kurve machen, so. Und dann kann man hier... So. Dann gibt das hier einen merkwürdigen, so einen komischen Bereich, aber was soll's. Den kann man ja so eigentlich verbinden. Jo, machen wir doch. Wenn da dann was Platz hat, hoffe ich schon. Machen wir hier und hier. Und da natürlich. Und da. Und hier würde ich sagen, kommen auch wieder Gewerbegebiete hin. Haben wir noch Geld? Wir haben noch Geld, sehr schön. So. Gewerbegebiete. So. Lassen wir das Ganze wieder ein bisschen bauen und dann gibt es hier wieder Arbeiter und die Müllabfuhr hat, glaube ich, mittlerweile auch Arbeiter gefunden. Genau, beim Müll abholen. Sehr gut, da fahren die Mülllaster. Da auch. Sind es doch schon ein paar, wie viel Platz hatten so eine Garage. 2 Müllwagen, okay, 2 Garagen. Das heißt, eigentlich müssen es 4 Müllwagen sein. 1, 2, 3, 4, 5. Naja, vielleicht ist einer 1, 2, einer sonst noch irgendwie. Nein, es sind 6, ja, das heißt 2 Müllwagen einfach so und pro Garage noch 2 zusätzlich oder was weiß ich. Wahrscheinlich nicht, wahrscheinlich hat sie schon eine, ja, da hat sie schon eine drauf. Und diese 2 habe ich schon zusätzlich noch hingebaut. Gut, schauen wir schnell diese Karte noch an hier, alles schön genau, dass nirgends irgendwo eine Lücke ist. Gut, was wird denn benötigt? Jetzt brauchen wir wieder ein Industriegebiet. Wir haben wieder einen Haufen Leute, die Arbeit suchen. Da ist richtig eingeschaltet. Hier bauen wir ganz nach draußen. Und machen hier ein großes Industriegebiet hin. So. Und auch hier drüben bauen wir bis ganz nach draußen. Was nicht geht. Naja, zumindest bis hierhin. Machen auch hier ein Industriegebiet hin. Mal sehen, ob wir hier die Straßen wieder ein bisschen schöner verbinden können. Ja, tipptopp. Und machen auch hier wieder ein Industriegebiet. So. Sollte wieder Arbeit für viele Sims haben. Ja, komm, ich mache jetzt hier die ganzen Küste entlang auch noch. So. Damit der ganze Platz mit Fabriken benutzt werden kann. So, jetzt ziehen sie ein. Wie sieht es mit den Straßenverhältnissen aus? Alles im grünen Bereich, nirgends rot. Das ist schon mal sehr gut, denn sobald man die mal aufrüsten muss, wird es langsam teuer. Aber wir haben ja auch ein sehr schönes Schachbrett jetzt doch erstellt. Das heißt, der Verkehr, der verteilt sich nicht nur auf einzelne Straßen, sondern der verteilt sich hier im ganzen Raum, bis auf diese Straße, die gerade ein bisschen überlastet ist. Bein gebrochen. Ist mir egal. Ist mir sowas von egal. Jo. Wie teuer ist denn das Klinik? Ja, 20.000. Oh, wir haben ein Upgrade. Super.